begrüße euch ganz herzlich beim Jungfrau-Zeitung Panorama aus der Hauptstadt. Heute in der Sendung haben wir für euch Klimaaktivisten, die den Gymnasium Killenfeld in Bern besetzen. Und Frutigländer Brigitte Knobel, die aus der Kochsendung Masterchef Schweiz ausscheidet. Das Gymnasium Killenfeld in Bern ist besetzt worden. Klimaaktivisten von der Gruppe End Fossil Bern haben mehrere Räume in Beschlag genommen. Sie fordern eine klimagerechte Bildung. Die Schulleitung findet die Aktion gut. Darum dürfen Klimaaktivisten jetzt ihre Gedanken dort wiedergeben. Im Moment ist es so, dass die AktivistInnen von Endfossil im Schulhaus 4 Zimmer brauchen und dort Veranstaltungen durchführen unter ihrer Regie. Sie sind dran, eine Küche aufzubauen, für von aussen können, ich nehme an, zu kochen. Wir haben gleichzeitig auch eine Vertretung hier von der Jungfreisinnigen Partei, die quasi eine Art Gegenanlass organisieren, wo auch Präsenz markieren. Das ist im Moment die Situation. Was man auch noch sagen kann, ist, wir haben etwa 45 Klassen, die Unterricht haben. Wir haben eine friedliche Stimmung. Es hat keine Sachbeschädigungen gegeben und es ist auch niemand von den Menschen, die hier ein- und ausgehen, zu Schaden gekommen. Wir wollen zeigen, wie klimagerechte Bildung aussehen kann. Und wir hoffen, dass viele Leute an unsere Workshops kommen und dass wir zeigen können, wie man aktiv sein gegen die Klimakrise vorgehen kann. Von den Klimaaktivisten jetzt zu einer Hobbyköchin aus dem Frutigland. Die Brigitte Knobel hat in der Sendung Masterchef Schweiz mitgemacht. Die wohl härteste Kochsendung der Welt. Jetzt ist sie draus. Sie hat sich aber freiwillig entschieden zu gehen. Meine Kollegin Gina Krückel hat bei ihr vorbeischauen. Also ich habe am Abend vorher, bevor die neue Sendung angefangen habe, ich mich entschieden, es geht nicht mehr. Ich konnte nicht mehr schlafen. Weißt. Ich habe so zwischen 2,5 und 4 Stunden pro Nacht. Es hat eben schon 2-3 Tage vorher angefangen, bevor wir los sind. Einfach die Aufregung, mit dem kann ich nicht so umgehen. Ja. Der Körper hat nicht mitgemacht. Und das Mentale habe ich gestaunt. Ich habe immer gedacht, ich sei eine coole Socke, ich könnte das sicher gut wegstecken. Das war überhaupt nicht so. Ja. Aber es ist wirklich lässig zu sehen, wann kommst du an deine Grenzen bei so etwas. Und das wollte ich ausloten. Und das habe ich auch gemacht. Irgendwann bekommst du Lob und kannst auf den Balkon rauf und dann bekommst du wieder einen Schlag. Und mit dem Auf und Ab und mit dem Stresslevel, das du hast in der Zeit, wo du kochst, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Du gehst nicht in die Küche, die du kennst, und hast deine Sachen und weißt, wo das Zeug ist. Du musst wirklich alles, du musst jedes Schäli, jede Pfanne, du musst alles holen. Und wenn du etwas vergisst, musst du wieder springen und holen. Also, wenn du jetzt 40 Minuten hast, hast du vielleicht 30 Minuten. Der Rest ist mit Zeug organisieren und du hast auch nicht deine Geräte, die du kennst. Also wenn ich geguckt habe, bin ich eigentlich sehr traurig gewesen, dass ich nicht weiter mögen. Ja, hätte mich gelustet zum gucken, wie weit es gegangen wäre, meine Reise. Aber es ist mir einfach wirklich so nicht gut gegangen. Es ist mir nichts anderes übrig geblieben. Ich musste hören. Ich bin meinem Umfeld sehr dankbar, dass sie mich so unterstützt haben. Auch im Vorfeld. Ich habe recht viele pochierte Eier gemacht. Also Hollandaise, Bernaise, all diese Sachen haben sie wirklich tapfer gegessen. Ja, und jetzt wartet noch ein Blick auf das Wetter, wie es die nächsten Tage weitergeht, wie es dann vielleicht auch am Greenfield Festival in Interlaken aussieht. Das erfahrt ihr in ein paar Sekunden von unseren Kollegen von Media News. So viel für heute. Mehr spannende Artikel findet ihr auf unserer Webseite jungfrauzeitung.ch. Schön, habt ihr reingeschaut. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern.
Hier ist das Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Meine Damen und Herren, am 6. Juni 2023. Einen schönen Sommertag haben wir heute gehabt. Perfekt zum Ausflug machen. Auch hier auf 3'500 Meter oben ist es sonnig zu und her gegangen auf dem Jungfraujoch auf Top of Europe. Ja, wir haben eine flache Druckverteilung bei uns im Alpenraum. Das Wetter auch in den nächsten Tagen sommerlich, aber auch ein bisschen hausgemacht. Das heisst, wenn die Sonne in die ganz leicht angefürchtete Luftmasse hineinscheint, gibt es hier und dort Schauer und Gewitter. Morgen starten wir sonnig in den neuen Tag hinein. Temperaturen morgen früh knapp im zweistelligen Bereich, also durchaus noch ein bisschen erfrischend. Und dann gibt es die ersten Quellwolken im Laufe des Vormittags über den Bergen. Am Nachmittag dann immer mehr Quellwolken über den Bergen. Sie werden also dann auch grösser und das Gewitterrisiko wird entsprechend ansteigen. Richtung Ganterisch, Oberland und auch hier im Emmental muss man lokal mit Gewitter rechnen. Im Flachland dürfte es weitgehend trocken bleiben bei etwa 6 bis 27 Grad. Einzelne Schauer und Gewitter auch im Jura möglich. Dann schauen wir uns noch die nächsten Tage an und da ändert sich am Wetter nicht allzu viel. Generell geht es sommerlich warm und recht sonnig weiter. Vor allem in den Bergen muss man aber auch täglich da und dort mit Schauer oder Gewitter rechnen. Lokal kann es auch im Flachland mal Gewitter geben, das dann speziell ab dem Sonntag. Das war im Jungfrau-Zeitungswetter. Danke fürs Zuschauen und bis bald.